Ja, mir geht's nicht so gut. So. Ja, jetzt kommt er wieder mit welches Objekt, da Objekt. Studium, schau da, das ist scheiße da oben, da. Hey, ist das so scheiße gewesen? Statik, Alter, irgendwas mit Statik kommt jetzt. Wieso geht es nicht gut? Was passt Sag noch nicht nicht? mehr. Nein, ich bin jetzt bald in der Schlussphase von meinem Studium und es wird easy streng. Ja, viel zu tun, aber Voll. passt schon. Ja, Ja. Aber eben, wir haben trotzdem da Zeit gefunden für. Also, ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nicht, im Hintergrund sind ungefähr 25 Menschen. ja, das ist richtig Ähm, unangenehm, dass sie da sind. Ja. Richtig mühsam. Aber Also, ey, fangen wir jetzt einfach mal an, ist gut? Oder? Ja, wir fangen an. Ja, Sind ihr ready? welcome back. Ja, hi, Juanet! Ja, hi, zum besten Podcast auf der ganzen Welt. Welcome back zum Podcast mit Migrationsvordergrund. Vordergrund. Wir sind jetzt zu Gast, ihr seht es, wir sind zu Gast. Wir sind, wie noch da vielleicht Legastheniker sind, sag ich jetzt mal. Wir sind bis Saint Who. Wir sind bis Saint Who du im machst das mega Atelier. gut. Alter. Danke Richtig vielmals, krass. Alter. Richtig krasser Einstieg. Nach Alter. 21 Folgen, Alter. Insane. Bevor wir richtig anfangen und die Leute richtig sezieren mit Fragen, kommt jetzt mal unser Intro. Ist das dritte Mal oder ist das vierte Mal? Mal. Das dritte Mal. Ja. Also, ey, lang lebe Sino. Da kommt ja einfach. Das ist ja insane. Richtig geil, Alter. Das gehört ja gar nicht, gell? Ist der Intro? Insane. Ja? Track vom OG. Ja, okay. Das wird nicht geschnitten, gell? Extra nicht. Das ist ja insane, Alter. Leute verdienen mit den Millionen, das ist krass. Also eigentlich ist das erste Mal, wo wir da Intro laufen lassen. Ah, ja, stimmt. Weil ein YouTube-Kommentar hat uns gutes Feedback gegeben, dass wir das Intro am Anfang ist ein bisschen zu laut war und so. Aber jetzt haben wir es ein bisschen länger zu machen. Von dem her, danke vielmals für den Typ. Ich weiß gar nicht, wer das war. So. Ein ehemaliger Ostmitarbeiter, habe ich gemeint. Stimmt, der hat geschrieben, ja. Genau. Voll. Dankeschön. Rauchen geht schon, oder? Ja, also wir distanzieren uns von Rauchen. Er macht es auch nur, weil er gesponsert wird. Das ist Danke, nur ein Character, das Danke ist nur für die ein Morris Character. für den Support. Insane. Das ist geil. Also Jungs, danke vielmals für eure Gastfreundschaft. Wir haben da kein richtiges Essen bekommen, aber das später vielleicht. Ja, danke, dass ihr gekommen sind, ja. Ja, Mann. Insane. Ganz geil. Wieso sind wir da? Oder warte, wieso sind wir da, Jungs? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Nimm dir mal ein Mic. Karan, wieso bist du da? Oh, wieso bin ich da? Weil wir alle ein bisschen Fanboys sind von euch. Ein bisschen Cento-Fanboys. Geil. Und jetzt ein kleiner Traum in Erfüllung. Oha. Ja, das so. Ja, nie viele Träume, das ist Ja, das ist alles da. Das ist Hauptaufgabe Voll. das Ziel, ja. in der Szene, ja. Insane. Wieso bist du da, Bro? Also hey, wir haben es eigentlich mal ganz früh im Podcast-Game angesprochen, dass wir an dem Festival letztes Jahr sind. So. Ja, genau. Das war für mich komplett Neuland. Techno-Szene, erste Mal in Berührung gekommen, auch dank dem Karan. King Karan. Ey, ich schwöre, es hat sich so angefühlt, als hätte ich zum ersten Mal den fucking Travis Scott gesehen oder so ein Scheiß. Ich habe mich noch nie so lange Ja, droht, tanzen man, hör gesehen. auf halt. Ja, Nein, kannst du nicht sagen. ohne Witz, aber einfach auch Location, Organisation, komplett fasziniert gewesen, dass ihr da gemacht habt, vor allem, dass ihr alle so verdammt jung sind, Alter. Und dass ihr Ich bin trotzdem so überrascht. wie... Oha, wieso? Der ist schon 28 Jahre alt. 30 Ja, Jahre. in 2 Jahren wird er rausgeworfen von St. Hubert. 72. Zwei. Der geht nicht mehr, ja, der klappt Ja, nicht mehr. Scheiße. Deswegen Pension mit 30 Der hoffentlich. Älteste. Okay. Ja. Wenn noch ein älterer. Der Kameramann ist älter. Das ist der älteste. Sorry, ich habe dich voll unterbrochen, man, tut mir mega Ah, leid. schon Ja, okay, sorry. Sorry, Dürfen wir da in einem Podcast? So in Ja, sicher. Wunderbar. easy. Aber nicht gleichzeitig reden, wenn es geht. easy fair. Aber immerhin kann der Karan nicht in Schweiz, weil er kein Mikrofon. Karan, wie fühlt sich das so ausgeschlossen sein? Also ich fühle mich nicht ausgeschlossen. Nein, der alte Mann. Also Insane. nur geschwind organisatorisch, wir haben irgendein Kabel verleiht, keine Ahnung, und deswegen sind wir jetzt noch mit einem Mic unterwegs. Der Karan und ich. Nochmal zurück zum Text. Aber wir sind da, weil ihr sind auch aufmerksam auf uns geworden. So. Wir supportet und ihr supportet auch natürlich auch unsere Locals.
Und darum haben wir eigentlich gedacht, oder auch zusammen so ausgedacht, dass es sicher spannend wäre, wenn wir herausfinden, wer die Jungs und Mädels im Hintergrund sind. So, Ja, wer sind wir? fangen wir gerade so an. Ja, wir sind ein Kollektiv von etwa, ja, variiert, haben wir zwischen 8 und 11 Leuten. Ein paar Leute kommen, ein paar Leute gehen. Ein paar werden 30 und Ja, ein paar Weben. Er hat langsam Zeitdruck, der Dario. Mhm. Aber Zeit läuft. das Ganze ist jetzt schon das 5. Veranstaltungsjahr für uns. Mhm. Das 5. schon? Gell? Wow. Also in dem Fall ist eigentlich der Name Saint Who 5 Jahre alt. Nein, nicht ganz, nein. Fast. Nein, 4. so 4. 4 Jahre. 4. Wir Und haben noch Events gemacht ohne Sentu. Ah, okay. Und wir haben davor geheißen? Ja, Oder haben wir kein Label wir in haben dem Kaiser und Sinne? Brand gehabt, aber die erste Party von Lakeview geheißen. Lakeview. Lakeview. Okay. Deswegen hat es ein Lakeview Story geheißen. Unser Sommerclosing. Okay. Okay. Und von wo kommt der Name Saint Who? Wir haben schon mal eine gewisse Vorahnung. Wenn das Ja, was wäre die Vorahnung denn? Karan? Jalla. Vorahnung. überdacht, Also vom Namen, von der Bedeutung vom Namen. Also wenn du da rausfindest, 10 Tickets für dich. Boah, da darf ich sagen. 10 Tickets? Darf 10 ich jetzt Tickets, wenn du sagen? rausfindest. Also herausfinden weiß wer es nicht, aber ich weiß wegen dem Namen, wegen Saint Who, also Ah, wie? wegen heilig, also irgendwas wegen heilig. So, wer ist schon heilig? Wer ist schon heilig? So, hey, gib Ja, aber das sind Insider. Nein, warte. Das Es sind ist noch nicht Insider. genau- Warte. Ja, aber gut, aber weißt du so Also, der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte? der Hintergrund ist ja zusätzlich noch St. Gallen. St. Gallien. Nein, der hat gar Nein. nichts mit St. Gallen zu tun. Echt? Nö. Mhm. Okay, ich meinte vielleicht Aber St. dann, der meint nicht Also, viel, das ist eben hä? geil. Okay, wissen ist gar nicht, was jetzt der der bedeutet. Hintergrund zu Insider? Oder kann man irgendwie noch drauf kommen? Ja, ich glaube, wir lassen einfach mal so offen. Ja, hätte das ich ist, das, gesagt. ist, das ist doch gut. Bleibt Mythos. Strategie. Ja, So, okay. so im 20. Jahr verraten wir da. Inshallah. Gut. Das ist gut. Inshallah. Inshallah. Okay, also in dem Fall Saint Who. Saint Who, wer ist schon heilig? Eigentlich der Grundgedanke ist schon mega nice. So, und das Ding ist, ihr seid ja noch schon länger unterwegs. Vor allem ihr zwei, als Head-of, Gründer, was auch immer. Seit wann kennt ihr euch? Wie ist das zustande gekommen? Da hast du auch schon etwas geredet, Alter. Hast du irgendetwas schon gesagt? Wir kennen uns. Nein, noch nicht viel. Ich bin eben schüch. Wir kennen uns seit wir etwa 5 sind. 5, 6 sind. Wow, das ist schon so lang. Ja, Wir kennen Also uns Kindergarten. 20 Jahre, ja. viel zu lang. Schon eigentlich. 20 Zeit Jahre für lang. etwas Neues. Also was Mit ich vom Jahr- besten Kollegen suche. Mit 12 mal die Idee gehabt, zum Partys machen. Mhm. Da haben wir Homepartys gemacht. Fadi Obwohl ich eigentlich lange geshootet habe. So, das ist so, deswegen hat es nicht geklappt mit meiner Karriere. Mhm. Ah, das ist Fußballstar. Ja, Schade. Man kennt's. Quasi. aber kannst nicht alles haben. Ja, nein, wir haben recht früh angefangen, ja. Mit Homepartys eben, Pfadiheim haben wir weitergemacht, dann haben wir die ersten Bars gemacht, dann die ersten Clubs und dann die ersten Events. Also willst du mal sagen, dass ihr beide in der Pfade sind? Nein. Ja, sicher, aber Aber nur weil es ich, ist eine gute Location weißt du gewesen. noch viel Ah, okay, behauptet? Du? Das ist ja ganz frech. Was für Behauptung? Ja. Ah, dass ihr so quasi nicht gewesen sind? Ja, Okay, ich halte mich mal zurück. Also ich habe einen Pfadinamen, gell? da wäre. Ah, das stimmt. ihr Nein, zwei. Der kein- Fadi du hast nehmen ganz wir. sicher Oh, keinen. er hat mal, Das er ist- hat. Oha, vorher hat der eben gesagt, wo wegen. Du hast du hast ganz sicher was? Er heißt Rumpelstilzchen. Das ist eine lange Haar. Ja, heißt Und Ibu. Ibu. Ibu, ja. Heißt das? Ja. Ja. Weil früher, ich habe so viel Schmerzmittel reingehauen, wo ich Badminton gespielt habe. Wirklich, vor dem Du hast Match. sicher kein Badminton gespielt. Oh, Doch. Du warst Kill. Badminton-Profi gewesen. Hast du das nicht gewusst? Du hast schon das sogar gewusst? Gell? Aber jetzt lernst du immer mehr von uns und wir lernen Hey, von bist ein euch. Spieler. Ist nicht ernst? Ja, kannst du auch mal gut spielen. Es ist echt ernst. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Geil, ja, erzähl weiter. Voll. Ibu. Ja, wir haben jetzt zwei Hände für Pfadi, für Lager, Aufla. Weißt du, Aufla oder? Ich weiß es nicht mehr. Auffahrtslager, doch, Auffahrtslager. Ufla, sagen die. Aufla. Aufla. Heißt da ausgeschrieben? Insider. Auffahrtslager, Auffahrtslager. Ufla! Aufla, ja, die heißt so. Und haben wir, für die haben wir gekocht. Ah, wir Für die haben... kleinen Ah, Kinder. ihr habt für die gekocht? Ja, deswegen sind wir so in der Pfadi Ah, drin. ihr kennt euch in dem Fall auch schon länger. Ja. Ja. Also alle drei? Ja. Nein.
Also ich nicht. Also sie kennen es sicher länger und ich bin nur so. Reinkommen, genau. Okay. Easy geil, ja. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift, oder? Jetzt dann. Ja. Ja, aber das ist doch gleich. Eben vorher wir kennen. Von dem. Ja. Eben Wo? auch so, also wie. Ja, wir Also, haben ja wie gesagt, keine Ahnung, wir sind sind zusammen in die Schule. Dann haben sich irgendwie unsere Wege irgendwann getrennt. Leider. Wann bin ich gegangen? Erste Oberstufe. Erste, ja. Nein, in der ersten, ja, in der ersten bin ich Erste, gegangen, eben oder? gut shooten, so Sportklasse. Und Quasi Campus und Profi. der ganze Jahr eben quasi Profi. Und dann haben wir uns entschieden irgendwann, weil wir sind nicht mehr in der Schule, wir haben zusammen geshootet. Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen zusammen da um FC Roschach go shooten. Und dort hat sich der Ganze eigentlich so richtig etabliert mit 10. Und wir haben gesagt, jetzt wollen wir, wenn wir Mutter ficken. Piep! Ja. Da müssen wir rausnehmen. Alles Da müssen wir gut, unbedingt alles rausnehmen, ja. Wir wollen Gas geben. Nein, dann haben wir gesagt, eben, wir müssen Gas geben. Und es kann nicht sein, dass wir einfach da jeden Tag vom 8 bis um 5 Uhr arbeiten. Mhm. Wir wollen etwas der Kultur geben hier in der Ostschweiz. Es gibt wenig da. Mhm. Und ja, also schon immer schon fasziniert gewesen von der elektronischen Musik. Es ist einfach so, wenn da durch den Körper geht, da ist einfach, ich glaube, Karan, da kannst du nachvollziehen. Ich habe es jetzt auch ein bisschen miterlebt die letzten, glaube 1,5 Jahre, oder? Mhm. Und es ist einfach anders, das Gefühl, wenn du hast. Und dann wir wollen da übermitteln in St. Gallen, weil es einfach da nicht gibt. Es gibt es wenig, oder es gibt es schon, aber nicht. Ja, die Gäste müssen das so ein bisschen mehr schätzen, dass es qualitative, geile Events gibt. Und für das sind wir da. Ja, Das Mann. stimmt. Also für das sind auch mega bekannt eigentlich seit eben spätestens frühestens letztes Jahr. Dass Ja. voll die kranken Acts eigentlich da geholt und echt auf das muss ich auch noch zu sprechen. Aber da, was mich jetzt irgendwie interessiert, der Dario hat vorher gesagt, erste Bars. Haben die irgendwie organisiert oder was auch immer? Haben das da in der Umgebung gemacht oder sind da richtig St. Gallen oder? Nein, nur da in der Umgebung. Ja, dein Geburtstag, oder? Also mein Geburtstag war, Das ist die erste grosse Party. die war in der Buddha Lounge. Oh. Also da, ja, nein. Man muss sagen, dort hat es Buddha Lounge noch nicht. Noch gegeben. nicht so. Nein, Nein, jetzt noch nicht gegeben. Noch Der nicht Name der Shisha Brand Bar. ist noch nicht da. Mal der sehr Brand schon, richtig. aber nicht Shisha Bar. Es Ah, ist ist einfach ein sehr Bar in dem Restaurant Fall. gewesen. Ja, genau. Und Buddha Lounge war einfach rein. Also ist eigentlich trotzdem eine geile Location. Jetzt Ja, abgesehen wir sind von- unten rein. Insane Wir Location, sind ja, unten aber es rein ist gewesen. unten dran gewesen, ja. Jazz Oh, okay. habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert, ja. Okay. Ist ja nicht 16, das kann ja gar Ich nicht glaube sein. 18. Gut, du bist eben schon Der 28. ist Alter, It's my schwer. 18th birthday. Hat Party geheißen. Und innen so freche Frau auf dem Flyer. Yes. Wow, wow. Ganz Da heißt in frech dem Fall, dort hast du aufgelegt. An deinem eigenen Geburtstag. gewesen. Ja, Ja, ja. kennen früher ja den Dario, nicht Also mit dem erzähl. anderen Namen. Nein. Kennen die den Dario? Nicht mit dem Nein, anderen Ja, Namen. ich spiele schon lange, ja. Früher waren wir das Zweite. Gewesen. Sexy Nick. Ich habe aufgepasst, du leist seit du 14 bist auf. Ja, 14, 15 habe ich angefangen. Ja. Wow. Team Double D. Das ist noch ein Das Zweite sind wir gewesen, Zweiter gewesen. mit unserem ehemaligen besten Kollegen, Mhm. leider. Und ja, dort sind wir ein bisschen zusammen unterwegs gewesen. Mhm. Auch Hip-Hop haben wir auch gespielt. R&B, Hip-Hop, House, Open EDM, Format nicht vergessen. Open Format, 1, 2, alles. 3. Alles. Mit Mikrofon, alles. Darum bin ich so geübt, mit dem Mikrofon. Merkt ihr vielleicht an der Stimme. Aber deswegen. Das ist sehr gut. Er war auch MC. gewesen. MC, alles haben wir gemacht. MC Vollgas. gewesen. MC Ja. Six. Also eben mit 14, Alter, dort habe ich komplett andere Sachen im Kopf gehabt. Du, DJ, Platte und so Zeug. Hä? Sorry. Du Meine darfst da nicht Stimme ist schlimm. ansprechen. Ja, meine Stimme ist schlimm am Arsch. Was? Mol, kannst du alles ansprechen. Nein, Weißt ist du, nur ein Witz gewesen. Eben mit 14, wie bist du auch noch auf den Gedanken gekommen? Zum irgendwie Ja, ich habe vor 5 Jahren Schlagzeug gespielt. Mhm. Und mein Vater ist auch Musiker, Okay, was macht er? Schlager. Yes. Schlager. Ja, voll. Also ist schon bekannt, ist er noch ist Ja, etabliert in also dem sie Sinn? haben grosse Partyband gehabt, ja. Nice. Bis 70 Mal im Jahr gespielt. Sag den Namen, sag den Namen. Krass. Honeymoons, der Honeymoons. Ja. Das ist eine Legende in der Ostschweiz. Falls mal eine Hochzeit. Nein, jetzt gibt es leider nicht mehr. Jetzt ist Schade. langsam fertig. Ja gut, Flitterwoche nice, ja. Ja, safe. Oh, ich habe gar nicht nachher- angezündet. Zu nervös, Alter. Oh. Ja, und das ist, also es ist mehr Faxen gewesen eigentlich, als ich angefangen habe. Es ist mehr so gewesen, ja, nach dem Schlagzeugspiel habe ich Anschiss gehabt, so Noten und dies und das. Und dann ist das so das Nächste gewesen, was ich gemacht habe. Hast denn du schon die Geräte gehabt? Also ich kenne mich da eben nicht aus. Was braucht man da zum Auflegen? Ja, Wie heisst das? ja, also heutzutage hat man CDJs, aber Ja. das Mal bin ich halt, ja, eben 14 gewesen, habe kein Geld gehabt. Und dann Mhm. haben wir so einen Controller gekauft.
Und der war irgendwie 200 Stutz. Gewesen. Und dann habe ich mir meinen Fuß gebrochen. Gehabt. Oh nein. Da weiß ich noch ganz genau. Im So Schlagzeug lügst, spielen. Alter. Nein, so dramatisch. in der Halle in Stadt, weißt du noch? Garnel, falls du das siehst. Mhm. Fuß gebrochen. Mittelfußknochen da. Ah ja, in der Halle, Scheiße, Alter. okay. Ich kann nicht so gut shooten. Technisch nicht so begabt. Und Mhm. dann habe ich hure viel Zeit gehabt zum Üben. Ich schwöre, dann bin ich jeden Tag. Echt viel gewesen, ja. Das war Das- so wie deine okay. Corona-Zeit gewesen, mit 14. Ja, ich schwöre. Also, Bist du Ja. mit 14 den Fuß gebrochen? Mhm. Und ich angefangen aufzulegen. Stabil. Mhm. ja, erzähl. Und du hast irgendwann gemeint, ihr seid zusammen in die Schule. Also ja, parallel in der Klasse, in der oder? Oberstufe, ja. Ja, Ah, also okay, ich bin ja. ein bisschen Also Der er ist ist jetzt 2 näher. Jahre älter wie ich, Okay. aber ich bin halt immer mit den Älteren in der Klasse gewesen, also ein Jahr älter und dann haben wir gerade noch so ein bisschen... Ah, okay, so. Aber wir Hast du haben trotzdem jetzt von können miteinander chillen, viben. Es ist ein Hat auch nicht früher funktioniert. Reife, weißt Ah, du? Schon ein reifes Alter. Zu schlau. Bro, man, 2 Jahre älter bist, man. Das musst du schon sehen. Ist schon viel. Ja. Aber ja, wir haben dann einfach... Ja, ich habe halt voll Fokus shooten. Mhm. Und dann ist halt der Traumplatz. Ich glaube, also, jeder kennt ein bisschen. Jeder wird erleben. Und ja, dann habe ich gesagt, dann habe ich bei der Zürich-Versicherung gearbeitet und das ist einfach nicht gegangen für mich. Es ist so schlimm, es war wie so Qual, gewesen, zum nicht zu arbeiten. Dann habe ich gesagt, ich muss ein Brand gründen oder ich muss Partys machen, irgendetwas muss ich machen. Und dann war eben die allererste Party gewesen, da in Rorschach am See. Dann haben wir halt, ja, halt die Bewilligung eingeholt von der Gemeinde. Dann haben sie gesagt, ja, dürfen jetzt machen, wie viele Leute erwarten da. Dort hat es noch gar keinen Fahrverkauf gegeben, das ist einfach so gewesen, kommt einfach. Mhm. Und dann haben wir die Party gemacht und dann die ist voll eskaliert. Also Geil. die ist irgendwie, keine Ahnung, weil man kann 2000 Leute oder so. 2000 Leute 2000 im Leute, Keller. In Rorschach, es ist voll eskaliert. Irgendwie. Aber dort Erster hast du schöner Tickets Sommertag, gehabt, gell? keine ohne Tickets Ticket. gehabt, es ist offen, Das ist ja gewesen, geil jeder konnte Okay, kommen. das ist- ja. Das ist geil gewesen. Haben das irgendwie so über Facebook beworben? Ja, Facebook. Ja, ja. Ja, okay, auch so Aber dort Gruppe gemacht Vollgas. und dann. Ja, genau, ja. So, okay. Krass. Safe. Und dann ist halt eskaliert. Ja, aber danach eigentlich, Es war recht lang ruhig. Gewesen. es ist recht lang ruhig. Es ist nicht so gewesen, boah, jetzt habe ich Blut gelegt, jetzt muss ich weitermachen. Zuerst habe ich einfach der Name hat mir nicht gepasst, so Leben Lakeview. Das so. Du bist auch ortsbedingt irgendwie. Ja, genau, ja. Ja. Und ich habe einen Namen gebraucht, den du kannst überall benutzen. Also auch international. Mhm. Und ja, wie lange ist das gegangen? Da meine Schwester ist da im Hintergrund. Keine Ahnung, 3/4 Jahr, bis ich mal den Namen gefunden habe. Und dann haben wir die erste Party mit EDX im Krugel. EDX. Grammy-Gewinner. Dort mal. Allererste Party. Wow. Mit 10 Und ja, dann hat sich der etabliert. Da ist der Eder auch noch im Hintergrund. Der ist dort auch schon dabei gewesen, wenn ihr es nicht mal kennt. Mhm. Ja. Da ist jetzt, glaube ich, auch schon 3,5 Jahre her. Für nicht länger. Ja, Also, ja. ich kenne den EDX nicht, aber wie bist du auf den gekommen? Anscheinend eben Grammy-Gewinner ist wahrscheinlich schon ein grosser Fisch gewesen. Ja, Wie bin ich auf den gekommen? Ja, da ist mit halt der dem- Sound, habe ich halt voll gelassen, so voll der Deep House. Nein, wie You bist got du to zu ihm? show me love. Also, wie hast du ihn so wie erreicht? Ja, halt ja über Request, über E-Mail. Das suchst halt im Ah. Google, fragst du ja, suchst du mal EDX buchen. Gehst einfach mal ein, Okay. wie kann man den buchen? Booking, Management. Und ja, dann hat sich das eigentlich schnell etabliert. Die haben uns dann mal ins Kaufleute eingeladen in Zürich. Da haben wir uns gefühlt wie Könige, so ein paar geile EDX laden ein. Weißt du, und gehen St. essen. Galler sind in Zürich im Das ist Kauf so- am das ist Essen so- Wow. Dort haben wir das erste Mal so Blut gelegt, so Und geil. wenn du Alter. Geld kannst für den Salat. Ja. es hat nicht gelangt. Es hat einfach nicht Wir haben gelangt. Preise gesehen. Im Kaufleute essen, machen das nicht. Zu teuer, Ja. auf jeden Fall. Ja, hat das nicht einmal eingeladen? Nein, Alter. Das Nicht hat einmal ich ein Wasser haben wir bekommen. Ja, krass, ja. Krass. Ist echt Szene Fake gewesen. Friends. Die Hätte ich's gar Schwester nicht- ist zur Karte gekommen und wir so denkt, ja easy. Geil. Ich schaue so die Preise an, voll überrissen. Ja. Voll überrissen. Und wir so, ja easy, nimm mal den Salat. Ja. Ja, und dann haben wir dort gehört und eben, ich bin abgefahren ab EDX, das ist so also das Deep House, das ist so richtig geil gewesen im Sommer. Ja, und dann haben wir das gemacht, im Krugel. Haben Vorverkauf irgendwie 40 Tickets verkauft oder 50. Ich schwöre. Also ich denke, das hat sich da halt noch nicht so gegeben vor Corona. Voll. Dort bist du einfach gegangen und ja, der Laden war puppengeknagelt voll gewesen. Mhm. Und dort hat es dann angefangen, dann haben wir 3, 4, 5 Events gemacht im Krugel, immer eins mehr. Und dann sind wir auf die Dance gekommen, auf Schloss Wartensee. Ja. Jetzt heisst es Music and Art Festival. Mhm. Und dann ich bin halt immer auf der Suche nach geilen Locations. Dieses Konzept ist halt so, dass man nicht einfach Partys macht. Irgendwann so denkt, ja Krugel easy, mega geil, mega geile Chance, die sie es da gegeben haben.
Aber irgendwie bin ich in dem Club gewesen, der Laden ist pumpenvoll gewesen, aber irgendwie bin ich nicht so zufrieden gewesen mit der ganzen Geschichte, weil eben dass der Techno durch die geht, das ist einfach so nicht da gewesen. Es ist einfach, man geht ins Kugel, dass man gegangen ist, weil halt alle gehen. Aber da habe ich ändern, ich will, dass die Leute gehen, wegen der elektronischen Musik, wegen dieser Kultur, weil das ist, ja, das ist was ganz Spezielles in Snau gewesen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, da geht es so nicht weiter. Dann sind wir eigentlich immer wieder, wir suchen immer wieder Locations. Ich suche Locations, da bin ich irgendwann mal der Tür gefahren am Schloss Wartensee, habe es gar nicht gekannt, es hat auch gerade noch das Schloss Warteck, das kenne ich. Und dann bin ich dort reingegangen und habe gefragt, wer der Geschäftsführer ist. Und ja, dann habe ich die Idee erzählt, das Konzept erzählt. Also das war noch gar kein Thema, Festival oder sonst irgendetwas, es war einfach, komm, können wir mal einen Daydance da machen. Und da war dann, weißt du, 2020? 2021? 2021, ja, 2021 hat er gesagt, ist gut, passt. Und man denkt, ja easy, man, so 500-600 Leute. Und sind rausgegangen mit dem Fahrverkauf und dann jetzt auch wieder geräbelt. Geil. Aber der Event haben wir absagen, ist Corona wieder gekommen. Ja, am Freitag fahren wir im Event, ausverkauft. Fast Herzinfarkt. Ja. Dort haben wir gerade Eis geholt. Auf der Autobahn ist er angehalten. Ganz schlimm. 2020, eben, ja, 2020, ja, 2020. Ist abgesagt worden? Es ist ja, das ist der erste Lockdown gewesen. Oder glaube der zweite. Ja. Und nein, ist der zweite, nein, es ist sind ja schon mal Absperrungen gewesen und der ganze Bullshit, was gemacht. Und auf jeden Fall sind wir dann am Freitag, wir haben halt jetzt mittlerweile schaffen wir halt mit Lieferanten, die uns das Zeug bringen. Aber dann sind wir mit dem Bus, wir haben kein Geld, wir müssen schauen, dass wir unsere Kosten decken und bla bla bla. Haben wir einen Bus gemietet von so einem Tunesier da, der da gerade um die Ecke wohnt, zum Eis zu holen. Und dann ist die Nachricht gekommen, ja, Freitagabend, Lockdown. Das war crazy gewesen, ja. Und dann sind wir... Ja, genau, Tanzverbot haben sie ausgedehnt. Ja, stimmt, ja. Okay. Das Tanzverbot und ja, halt, dort sind wir alle recht down gewesen. Wenn wir denken, ja, der Ganze geht halt kaputt, ja. Und dann haben wir schon fast aufgegeben. Und dann haben wir allen Tickets zurückerstattet. Ja. Und dann ist der Lockdown wieder aufgegangen. Oder hat sich aufgelöst. Und dann ist es komplett eskaliert. Dann haben wir irgendwie in 2 Tagen 1500 Tickets verkauft. Wow. Und der ist pumpengenagelt voll gewesen. Dann haben wir nochmal irgendwie announced, nach 5 Minuten oder so, ist auch gerade ausverkauft gewesen. Und da ist so der Game Changer gewesen für unseren Brand Saint2. Ab dem Moment haben uns eigentlich alle so kennt. Wir sind die, die nach Corona eine geile Party machen. Und ja, so hat sich der ganze Ja gut, die erste, wenn wir noch sagen, ist da in dem Garten gewesen, gell? Ist auch, Stimmt, ja. die ist auch Das sehr ist auch ganz entscheidend wichtig, ja. Ja. Weil da ist auch nach Corona gewesen, oder? Ja, voll. Ja, noch mit Liste. Ja, Dort haben wir noch Liste Liste und so. machen. Ja, wir haben mega viel eigentlich hat unser Brand ist so richtig in der Corona-Zeit Ja, voll. gewachsen. Also wir können eigentlich wirklich sagen, danke Corona, dass das überhaupt passiert ist, weil die Leute haben darauf gewartet, dass wir kommen. Voll. So, die Leute haben darauf Ja, gewartet, dass also, wir eine Party Geil. machen. Und vorne es gibt so viele Brands, jetzt steht ein neuer Brand, wirklich brandneu, irgendwie announced, dann wäre das viel, viel schwieriger geworden. Aber mit der Corona-Zeit ist da, ja. Ich glaube auch irgendwie weg der, ich weiß nicht, ob da jetzt weg Corona ist oder ist auch die allgemeine Techno-Szene in St. Gallen hat sich ein bisschen, das mehr so im Hype ist. Da ist irgendwie habe ich da vorne nicht so im Schirm. Ist in der ganzen Schweiz. Oder Ja, aha. es ist schon mehr, es hat es immer gegeben, es hat die einzelnen Brands gegeben. Ja. Zürich ist eigentlich schon immer, ich meine, ich habe mich inspirieren lassen von Zürich schlussendlich. Aber ich glaube, was jetzt ausmacht, dass Ostschweiz langsam kommt, ist der gesunde Konkurrenzkampf, den es gibt. Es gibt verschiedene Labels, eben Schwarz Matt, was mega gut macht, Octagon, was mega gut macht. Wir machen es, glaube ich, auch nicht schlecht. Und dann gibt es 4, 5 geile Brands da in der Ostschweiz, die sich halt battlen. Und dann probierst du immer so zum Pushen. Und da bringt halt Qualität auf und der Gast checkt da. Es ist schlussendlich, der Konkurrenzkampf ist schlussendlich für alle gut. Also für euch als Gäste, die kommen, für uns als Partyveranstalter, schlussendlich ist da für alle ein Vorteil. Auch wenn sie im ersten Moment denken, Scheiße, Mann, jetzt kommt eine neue Brand, aber am Schluss hast du halt nochmal eine, die noch mehr Leute zieht. Also von dem her, ich glaube, da macht es aus. Nicht direkt Corona, sondern dass Corona nicht die Leute gepusht hat, zum sagen, ich will jetzt etwas reissen und ich will nicht einfach den ganzen Tag die anhängen und Auch nichts zum im merken, Leben was machen. du hast. Ja, Ich fix, meine, in ja. der Corona-Zeit ist uns allen klar geworden, was du hast, was wir haben. Ja. Was wir können machen, dass wir raus können, dass wir auf St. Gallen können, auf Zürich können, in den Ausgang können, am Abend 200 Franken liegen lassen können. Das hast du gemerkt in dieser Zeit. Und es ist vielen schlecht gegangen, die müssen daheim sein. Also ich meine, der Junge sowieso.
Ich habe irgendwie gerade eine spezielle Entwicklung angesprochen von vor Corona. Hat es weniger Vorverkauf gegeben und nach Corona auf einmal ist es so wie ein bisschen wichtiger geworden. Wieso ist denn das so? Ja, also es ist nicht... Ja, willst du? Nein, Karl? Tickets sind gekommen. Mhm. Früher, seit ich in den Ausgang gegangen bin, jetzt nie bist immer Tickets gegeben. aber Aber krass. wieso jetzt Tickets geben? Das ist Wieso? ja- Weil du hast die Leute anmelden. Ja, Du die hast haben müssen die es Liste anmelden. haben, du hast müssen die Liste haben und sagen, ja, Stimmt. wir haben, keine Ahnung, wir dürfen nur 300 Leute haben und dann hast du die 300 Leute müssen vorzeigen und dann sind die Tickets hoch. Voll. Aber früher hat es ja Ja, es ist darum auch gegangen, wenn sich irgendjemand da, also wenn irgendein Oder ja. Corona-Fall oder so, können sie nachvollziehen, Stimmt. okay, wer ist da und dann müssen halt alle in Lockdown gehen. Auf der einen Seite ist es für uns Veranstalter ein riesen Vorteil, Mhm. weil wir sehen, wie viele Tickets weggehen. Voll. Auf der anderen Seite macht es halt auch viel Druck. Es macht wahnsinnigen Druck, ja. Es macht wahnsinnigen Druck. Du denkst, ja gut, eben, heute haben wir mal 20, 30, 40, ist mal nur 2. Und Mhm. ja, da macht es halt ein bisschen... Auch ein bisschen wegen dem Konkurrenzdenken. Ja, genau. Da, was mich vorher noch interessiert hat, ihr habt gesagt, die ersten Partys habt ihr da in der Umgebung gemacht. Aber wo und wann habt ihr das erste Mal so gedacht, easy, egal, wir haben es geschafft? Und an welcher Party war das? Ist das jetzt Punkt, wirklich da beim Garten gewesen? Der Punkt ist bei mir jetzt also mir persönlich noch nicht gekommen, dass wir sagen, wir haben es geschafft. Okay. Unser Ziel ist, zum Kulturschaffen in der Ostschweiz, zum etabliertes Festival haben, zum sagen, hey, das Festival kannst du nicht wegdenken, es gehört zu Open St. Gallen, zu Frauenfeld, zu verschiedenen, was heißt noch, Grillentanz, das sind einfach so Festivals, wo du einfach gehst. Voll. Und wenn wir da erreicht haben, dann kann ich sagen, oh gut, jetzt das Ziel erreicht, ja. Schätzt dich mal ein, wann ist das Ziel erreicht? In Jahren? Salz in Jahren? Alles in Jahren? Und wenn das Ziel erreicht ist, Dein Wunsch? Nächstes Jahr. ich glaube in den nächsten 4 Jahren. Okay. 5 gesagt. Das ist Ja. realistisch. Nein, Ja, du bist ja nicht letztens... mehr Ja, genau. Nein. Du bist eh draußen, den mit der Alter. Frau und Kind kommt. Ja, nein. Aber auch Ja, keine Ahnung, aber schlussendlich weißt du es nicht. Ich meine, unser Ziel ist es schlussendlich nicht einfach nur ein elektronisches Event zu machen, Mhm. sondern einfach auch, zum einfach etwas Erlebnis zu bieten. Ja. Zum erstens, dass wir qualitativen Sound haben, dass wir Voll. geile DJs haben. Mhm. Wenn DJs, ob ein DJ jetzt live spielt oder einfach ein DJ-Set, das ist einfach ein riesiger Unterschied. Mhm. Und der macht die Qualität einfach aus, schlussendlich aufs Gesamte. Und das Ziel ist nicht einfach, dass die Leute kommen, dass eben, weil du gegangen bist oder weil er gegangen ist, jetzt muss ich auch gehen, sondern alter Mann, du musst dort hingehen. Weil es einfach Voll. ein riesiges Erlebnis Voll. ist. Und wenn man da irgendwann erreicht, wenn da mal rumgeht und sagen die Leute, ich gehe nur wegen dem Festival dort hin, nicht wegen dem Line-Up, nicht wegen uns, nicht wegen uns, sondern man sagt einfach, hey, ich gehe dort hin, weil da einfach das Erlebnis dort drin einfach, ja, Safe. einfach Bombe ist. Voll. Ja. Und Ein- da ist noch weit, das Ziel ist noch, Ja. aber wir geben alles für das, wir arbeiten jeden Tag 10, 12 Stunden, um das Ziel zu erreichen. Gibt es eigentlich ein Vorbild, das ihr habt? Irgend so ein Brand oder sowas, was es vielleicht ähnlich macht, wo euch vielleicht orientiert? Ja, ganz klar, das Burning Man. Okay. Das Burning Man ist so, Champions League, ja. das ist so. Und Open Air St. Gallen. Also es ist jetzt nicht elektronisch Open Air St. Gallen, aber ich muss einfach sagen, es gibt keinen geileren Vibe auf der ganzen Welt wie das Open Air St. Gallen. Wow, das stimmt. Ja, es gibt Nicht. nichts, es gibt einfach nichts Geileres. Dort geht es nicht um dort geht's, klar, es Da geht geht schon es um die nicht um Musik. die Musik. Ja, nein, es geht schon um die Musik. Aber es ist einfach das Erlebnis, wo sie das Voll. Der Gesamtpaket, Ja. wo sie liefern. Da kann kein Festival auf dieser Welt toppen. Ich bin am Burning Man nicht gewesen, aber das sind so die zwei Festivals, wo einfach, Mhm. ja, ich glaube, die kannst du nicht toppen. Okay. Endlevel, ja. Also wir versuchen es natürlich, zum so Open Air St. Gallen Topic. Aber habt ihr mal vor, zum dort hinzugehen? Wo ist das Burning Man? Nevada. Nevada. Ah, das ist in der Wüste. Wir haben da ja wollen gehen, aber es klappt irgendwie nicht. Ja, es ist auch einfach finanziell. Ja, es ist auch finanziell nicht, ja, es ist Dort schwierig. lässt du einen Batzelig. Ja. Ja. Okay. Kannst 10, Glaub 15k sicher rechnen, ja. Also selbst sicher. Gesamter Trip. Mit Okay, Flug, ja, mit ja, gut. Camping, mit allem drum und dran. Bist schon etwa einen Monat bist fast weg dort. Mhm. Wow. Also der Festival geht schon nicht einen Monat. 2 Wochen geht es, aber dann musst du 2 dort Wochen? ankommen, dann musst du mal Ja, ja. ankommen, Absolut. musst mal chillen. Voll. Mhm. Wow. 2 Wochen. Mhm. Ist ja Auch- Ferien ist nicht glaub, für voll da. abgelegen, das ist ja irgendwo in der... voll Ja, in der Wüste, ja. Voll. In der Wüste, da ist also, ich meine, wenn ihr mal da, gebt mal, es gibt mega viele geile Dokus, also da ist wirklich, wirklich crazy und da geht 2 Wochen und die Leute bleiben 2 Wochen dort und dort gibt's, ja, da ist heavy, keine Ahnung. Also ich bin selber nicht gewesen, vielleicht schätze ich da auch ganz anders ein, vielleicht gefällt es mir gar nicht, ich weiß es nicht. Aber da ist so Ich glaube, wenn du so Inspiration. Techno-Liebhaber bist oder von der elektronischen Musik, dann ist das so die Champions League. Also Ja, ich glaube auch, ja. ich sage, mehr gibt es nicht. Ja. Von meiner Meinung nach. Oder ich kenne nichts anderes. Okay. Also gibt es denn dort irgendwie noch etwas anderes wie Musik? Gibt es denn so wie, keine Ahnung, Yoga, bla, Alles. Treatment? Dort Alles. gibt's keine Währung. Was heisst das? Zahlst du mit
Du Scheiße. täuschst dort. Ja, nein, du täuschst halt. Du kommst ja da mit Du dem gibst- arabischen Teppich, Und gibst ihn an. kommst für da halt zwei Wodka, kommst für da 2 Wodkaflaschen über. Das Krass. ist halt alles so Tauschgeschäft, ja. Hey, was? Geil. Krass, das ist ja wie im Mittelalter fast. Also dort ist das Ziel, eigentlich, also das Konzept von Burning Man ist, jeder Gast ist Kunst. Okay. Also du musst beitragen, dass du etwas, also du musst etwas Geil. beitragen. Also entweder baust du auf, Mhm. dort, Okay. oder du nimmst Getränk mit, oder du verkleidest dich, oder du nimmst Kleider für andere Leute mit. Okay. Also da ist so, du bist wirklich ein Teil dort. Oh. Und einer baut auf, einer Krass. Kleider, einer Getränk, einer da, dies. Logisch sind sicher auch einiges an Getränk. Aber du zahlst schon kein Getränk, die sind alle gratis. Aber das Ticket ist halt dementsprechend ein bisschen teurer. Also, da haben wir gehört. Das stimmt, aber nein, wird Also, schon. nein, das ist das gut. Dokus, Es ja, gibt ja, wahrscheinlich- ja, ich glaube, ja. Nur, dass wir da Scheissdreck erzählen. Jetzt so UFO-Dokus angeschaut. Das ist er, der macht da rein. Ja, ich weiß, Geil. hat man schon Ja, ein bisschen erzählt. Wie Aber es Pyramiden gebaut worden sind. Also ich weiß, dass es bei Tomorrowland so Tomorrow Coins gibt, also du zahlst auch nicht mit Währung, Ja. aber du musst einfach also du musst einfach umwechseln. Also du wechselst einfach zum Beispiel $1 ist, keine Ahnung, ein Coin. Ja, aber du verlierst dich da. ja, Ich habe das das ist, Gefühl, ja, ich habe das verlierst dich Gefühl, böse. es ist so ein bisschen eine Verarschung für den es Gast. ist eine Verarschung, weil dort kostet ein Burger 10 Tomorrow Coins, aber Du weißt gar nicht, was das ist. du hast das Gefühl, Ja, gut, das könnten 13 Stutz sein, aber du siehst 10 und bist eben wahrscheinlich besoffen oder was auch Ja. immer. Amsterdam macht auch, ja. Und Ja, Währung stimmt auch. verändert sich auch der Kurs täglich Ja, die verändert sich auch noch, ja. davon. Ja, ja, Tomorrowland gehört dann natürlich auch zu den Top-Festivals auf der ganzen Welt. Ist auch das Größte, Mhm. aber die haben ein ganz anderes Konzept. Voll. Also es ist eher so Massenproduktion, oder? Kann man glaube ich so sagen. Nein, da wäre ich so schon. Ja, es ist halt erstens der Sound und zweitens ist Ja. es ist ein ganz anderes Publikum als Burning Man. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, wir haben auch ein bisschen anderes Publikum wie andere Labels, wenn ihr da vielleicht mal ein bisschen gemerkt habt. Wir haben weniger eigentlich, leider Gottes, haben wir ein bisschen weniger Gäste eigentlich von St. Gallen. Frage mich wieso, weil wir eigentlich St. Gallen sind. Mhm. Aber es ist halt vielleicht so das Konzept noch nicht ganz angekommen da in St. Gallen, was wir wirklich gewöhnt. Aber ich glaube, jetzt mit der zweiten Edition werden mal in St. Gallen Ja, rocken. hoffentlich Ja. hat echt. Ohne Scheiß. Ja, ihr seid von St. Gallen, oder? Ja, Mann. Ja. Ja. Und was Aber denkt ihr sind das skeptisch oder sind nicht skeptisch gewesen, die noch gekommen sind? Also ich hatte zuerst gemeint, also ich kenne auch jetzt, war ich mein erster Kontakt. irgendein Dance. Aber auch Corona-Zeit. So. Mhm. Und ich habe gemeint, es ist aus Zürich. Weil da Konzept, so wie ich es gemacht habe, habe ich da gar nicht kennt in St. Gallen. Ja, fix. Ich Ja. jetzt. Ja. Und ich bin jetzt auch nicht so lange in dieser Szene, aber habe auch schon ein paar Sachen gesehen. Eben, ich habe zuerst am Anfang gemeint, das sind Zürich. Habe ich gemeint. Ja, wir sind halt ein bisschen, wir sind halt nicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Wir sind halt Schon wenig in der schwer. Öffentlichkeit eigentlich. Wir sind Schwer. wenig wir sind wenig, wir sind viel da, wo wir jetzt am Sitzen sind. Wir sind da am Arbeiten, wir wollen unser Ziel erreichen und schlussendlich sind wir nicht oft unterwegs und von dem her sieht man es auch ein bisschen weniger. Aber ja, das sind wir. Ja, eben, ich finde auch einen spannenden Ansatz und ich glaube, da ist da, was euch auch ausmacht, wie im Vergleich zu anderen Labels, ist eben das Erlebnis schaffen. Und es ist nicht nur, ich zahle das Ticket und jemand leitet auf und man steht, sondern auch, eben, dass es auch wert ist, und da den Preis zahlen Ja. und was daraus machen, oder? Das ist eben, Ja, das ist einmal so, ja, das ist da, wo so tricky ist da mit dem Preis. ja, Ich meine, es sieht da, niemand sieht, dass wir ja, da haben wir schon, ja. unseren Sound, unsere Deko, Soundanlage, die ganze Deko, die alles. höchste Das ist- Qualität hat, was es überhaupt gibt auf dem Markt. Es gibt nichts Krasseres, was wir bieten dort. Und Also da ist kein Open Air Frauenfeld, Voll. kein Tomorrowland, kein Burning Man, da wo wir dort haben, da gibt es einfach nur so, wie es ist. Mhm. Und es gibt keine bessere Qualität und dann sagt der Gast schlussendlich, ja, ich zahle 60 Franken. Aber sie sehen da nicht dahinter. Aber irgendwann, wenn der Bass durch die Tür geht und du merkst, oh mein Gott, was ist da, was gerade mit mir passiert, dann checkst du, aha, okay, easy. Und Deswegen Location. zahle ich 60 Franken. voll. Und ja. Wir sind ja schon letzte Woche da gewesen, kurz. Und die Jungs, also einfach, dass ihr irgendwie da durchcheckt, was für ein Effort dahinter ist. Die Jungs sind nur fucking Bosnien mit dem Auto, zum extra irgendwie Deko-Sachen anschauen und so. Ja, aber Boss hat nicht geklappt, muss ich auch noch sagen. Oh ja, da könnt ihr noch vielleicht erzählen. Genau, die sind nicht Nevada, gewesen, sondern Arizona. Oh mein Gott. Also, Ja, einfach Arizona in Bosnien. so hat der Basar in Bosnien richtig, ja. geheißen. Das ist auch Richtig kreativ, ja. Ja. crazy. Aber sie machen, die nehmen den ganzen Weg auf sich zum, eben, die beste
Qualität irgendwie da in die Schweiz holen. Beste Babys. Und viel Cevapis haben gegessen, viel Magenkrämpfe haben sie bekommen, wahrscheinlich. Ja. Eben auch Bühne, Bild und all das Zeugs, da machen wahrscheinlich auch alles da rein, oder? Wir haben eigentlich alles in-house, also auch unsere ganze Produktion, da leitet wir eigentlich alles selber. Was man muss sagen, wir haben Support also von einer externen Firma, wo uns hilft, um das Ganze mit der Bewilligung anzubringen. Weil, was viele Leute auch nicht wissen, ist, dass wir uns da in einer roten Zone Naturschutzgebiet befinden. Okay. Also da darfst du eigentlich keine Events machen auf dem Festivalgelände, wo wir machen. Oder wo unser Festival stattfindet. Und ja, und dort haben wir eine externe Firma reingeholt, weil wir einfach gesagt haben, hey, schau, wir wollen die Bewilligung, wir wollen die Location. Läuft alles rechtlich ab und da, also all den Bewilligungsprozess haben wir abgegeben. Aber sonst Creation und alles, das ist alles da drin, ja. Okay. Das Schild, das ihr da gesehen ist auch gemacht worden von ihm und vom Janis. Also da muss man nicht extra anfertigen lassen, wenn wir da 2 Schreiner haben. Yeah. Und du hast vorher gesagt, du bist Schloss Wartensee gewesen, oder vorbeigefahren oder was auch immer. Und dann bist du und dann und dann Da ist Bier, Mann. Ja. und dann bist du zum Geschäftsführer. Ja. Hast du da einen Plan gehabt, dass ihm so wie ein Vortrag haltest oder kann dazu pitchst oder was auch immer? Oder bist du einfach random und Das Ding ist, ich pitch eigentlich selten. Ja. Also es ist Null. einfach so, ja, Null, ich bin er halt, pitcht null. Also wirklich null. Da ist so da, was ihn ausmacht. Und da ist einfach auch da, wo es ein bisschen der Erfolg gibt. Weil er einfach so ist, wie er ist. geil. Viele haben Mühe mit dem. Ja. Und viele denken auch, ja, was läuft so. Aber da, was er macht, ich meine, ich könnte es nie. Wenn jetzt du im Schloss Wartensee etwas trinken gehst und sagst, hey, ich kann nicht mit dem Chef reden. Ja. Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob sie können, aber Okay. so, keine Ahnung. Also komplett kalt eingegangen, gefragt, wo ist der Geschäftsführer? Selbstüberzeugend, ja. ja, das Ding ist einfach, ja, ich habe eine Location gebraucht. Ich habe eine fucking Location gebraucht und zum den Traum zu erfüllen, den wir haben und zum da Kultur zu schaffen, brauchst du einfach eine fucking Location. Voll. Und nicht einfach eine Halle, wo du reingehst und eine LED-Wall aufhängst, sondern wir brauchen eine fucking geile Location. Da hat Burning Man, da hat Tomorrowland, da haben alle krasse Open Airs. Und ja, die Location habe ich gar nicht kennt, ich bin dort reingegangen. Preps an Kasper Lenz, danke vielmals. Ist der geilste Sieg, der geilste Geschäftsführer, was es überhaupt gibt. Full Support von ihnen vom Schloss Wartensee. Und ja, und ich habe da erzählt und hat sich halt gedacht, ja, also was ist denn mit dem los da? Da ist ja halt dann, ja, was ist denn mit dem los? Und dann habe ich schnell einen Termin gehabt. Okay. Und wir haben recht schnell gematcht, wir verstehen uns recht gut. Und Also, ja, auf Tinder. ja. Genau. Wir schreiben oft so gute Nacht. Wow, gut. herzig, sehr herzig. Ja. Was hat er mit 5? In Tunesien, Hat er Falafel verkauft? Das hätte es nach Falafel gar nicht gegeben, das ist neu. Richtiger Geschäftsmann. Okay, krass. Also wenn man jetzt den Bruder noch gehört hat, der Anur hat mit 5 in Tunesien schon Wasser mit Geschmack verkauft. Wasser. Wasser mit Geschmack, ja. Eigentlich, Weißt du, ja. verkauft? Er hat Salz in der Wasser? Tour. Zucker. Du hast einen Geschmack rein, Mann. Und dann tust du einen Plastiksack rein und dann hast du das Taschengeld. Krasse Scheiße. Der liegt in dem Fall voll in dir in der Genetik. Irgendwie. Ja, also unser Vater hat Events schon gemacht früher. Okay. Und ja, da haben wir so ein bisschen von ihm, oder respektive ich habe es ein bisschen von ihm gelernt, also gelernt. Er ist ein offener, er erzählt einfach. Er kann mit jedem chillen, er vibe mit jedem. Nice. Und ja, wie der Daro sagt, manchmal kommt es halt gut an, manchmal kommt es halt weniger gut an. Voll. Das ist halt so. Und oft unterschätzen die halt die Leute, weil du weil du jünger Voll. bist wie der andere. Ja. Voll. Und wenn es dann gut ankommt, dann ist es so richtig ein Garant, dass Genau. es dann auch funktioniert. So. Richtig, ja. Geil, Alter. Also echt, habe ich jetzt irgendwie nicht gedacht, dass da so seit der Kindheit bei dir... Ja, ich weiß es nicht, Kopf keine ist Ahnung, halt- ja. Da ist sehen keine Ahnung, die anderen sehen es ein bisschen anders wie ich. Oder auch von einer anderen Perspektive. Du siehst halt selber nicht, du denkst einfach, ja, so bin ich halt. Voll. Ja, Voll. keine Ahnung, ja. Jetzt bin ich gerade auf dem Schlauch, was immer. Sind wir Haben wir voll doch- emotional geworden. Zu viel Ja. Deep Talk. Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen... Also jetzt wissen wir, dass du von Tunesien bist. Ja, Mann. Du, Dario? Ich bin auch von Tunesien. Okay, gut. Also er kann Arabisch, gell? Man, der ist Weißt du mittlerweile Nein, ich bin Tunesier geworden, ja. Schweizer, ja. Sehr gut. Wenn man es nicht sieht, oder viele sagen, ich sehe nicht aus wie ein. Ich rede vielleicht wie Du ein. siehst schon aus wie ein Schweizer. Also du könntest auch ein Russ sein. Ein Russ. Ein Ja. Russ. Aber Ja, du wenn du redest da einfach denkst- wie ein Schweizer. Hä?
Wette, der denkt, dass ich Schweizer bin? Deutsche. Nein, Ja. ich denke, Deutsche. Ja. Kroat hätte fix gegeben. Kroat. Irgendwie. Aber Russ hätte ich da jetzt gegeben, wenn ich jetzt mehr hätte. Das hat er Null. gehört. Russ und Kroat. Guck mal, Kroat wegen Dario vielleicht. Wegen dem Namen. Da geht Ja. viel. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall das Festival da ja. Wie sieht es aus? Was sind so eure Pläne? Was habt ihr vor? Sind wir da verraten? Wollt ihr das verraten? Ja, top Oder wollt ihr es secret, Alter. geheim behalten? Zum Top Secret. Also Zum ich glaube einfach- mal, das Line-Up verraten schon extrem viel Leute, die sich auskennen in der elektronischen Mm. Musik. ich null. Ja, Was heisst das? War für ein kaputtes Line-Up. ja. Also Elderbrook, Bro. Ja, ich kenne mich halt null aus, gell? Das ist, Also, aber, wie das ist gesagt. glaube ich, die letzte Frage, aber ich muss die jetzt stellen. Ich muss. Bro, wie bringen die Leute auf Rorschach? Da wäre übrigens. Ja, ist das gleiche Thema, wie das an die Locations kommt. Er schreibt einfach den Leuten. Einfach ein Mail. Hey Bro. So, Bro, ja, Hey, Bro. Bro, erlaubt. Dann tust du mal 2, 3 Ich Stunden weiß, oder? ich weiß, wie er es gemacht hat. Er hat Tinder auf Worldwide eingestellt. Nachher hat es ein Match Und dann gegeben. der Elderbrook gesehen. Hey Bro, man, was läuft? Geht's gut? Gold eingestellt, Hure damit er hübsch. alles sieht. Hure hübsch. Ja, nein. Super like. Ja. An Elderbrook. Das erste Mal, was viele glaub, falsch machen, ist, dass sie einfach ein Booking Request raushauen. Okay. Mach dir zuerst Gedanken 4-5 Tage, wie du da willst angehen, also Mhm. angehen. Mhm. Und dann halt wirklich eine geile Request vorbereiten, uns vorstellen, den Brand vorstellen, die Location vorstellen, Ja. unsere Vision vorstellen und ja, und dann die Request einfach raushauen. Raus. Und wir haben im ersten Jahr haben wir, glaube 5-6 Monate gar keine Antwort bekommen. Mhm. Also Antwort schon bekommen, einfach Pass. Ja. Dass das halt nicht klappt. Roschacher Berg, jeder DJ kennt einfach Zürich. Mhm. Und ja, dann tust du halt tust nachhaken, bis er mal der Erste zusagt. Wenn er mal der Erste zusagt, dann dann läuft es. Wenn er mal der erste Big Fish, da ist bei uns der Stefan Bozing letztes Jahr, Okay. wo es halt gesehen, wir haben den Bozing gebracht und ist so gut, ja, darf ich spielen. Geil. Der Bozing ist auf dem Line-Up. Und ja, es ist einfach ein Machen schlussendlich. Ich meine, bei allem, was du machst, du musst einfach machen. Mhm. Und ich glaube, ja, da ist der Schlüssel zum Erfolg. Aber ja, wie mache ich das mit dem? Da habe ich natürlich einen riesen Support gehabt vom Sandro, Ja. Preps und Mhm. Sandro. Hat Shoutout. auch ganz viele Requests rausgehauen. Wir sind recht lang verzweifelt gewesen, weil wir recht lange nicht die DJs bekommen, die wir haben wollen. Mhm. Aber jetzt mittlerweile sagen wir, nachher jetzt irgendwann klappt. Und allein ab da Jahr ist meiner Meinung nach 100-mal geiler wie das von letztes Jahr. Ja. Es hat Ja. einfach Konzept, es ist harmonisch, es ist organisch und es ist nicht so einfach der Gast einfach vollballern mit Techno und elektronischer Musik, sondern es ist ein richtig geiler Aufbau. Ja, ich glaube, Karan, da kannst du ein bisschen Ja, ich has nachvollziehen. auf jeden Fall. Also, Also- also. Ja, er hat Karan Warte, gesagt, er hat Karan gesagt, oder? Nein, ja, mach sag. Ja, erzähl. Nein. Ich komme dann schon auf den... Nein, sag nur. Immer nach der Reihe noch, gell, bitte. Nicht alle Mach ich, miteinander. mach ich. Was ich noch nie gehört habe, live auflegen und so, da habe ich auch schon gehört, aber Modular, das ist also so Endlevel. Ha. Also da mit den Kabel und so, da bin ich echt gespannt. Auf welche Also Kabel? da ist Auf welche Kabel? Ja, es ist Was machen echt so einstecken? Da ist so Endlevel von Musik. Ja, das ist Endlevel. Also wir haben den Sebastian, Also auch der das ist eher- Ursprung irgendwo. Ja, da ist Von der elektronischer Ursprung. Musik. Es ist so funktioniert Ja, Musik. das ist Musik. Zeugs Klang. Ja, da kannst du ein bisschen besser erklären. Komm, erklär das mal, bitte. Ja, es ist nicht mehr so einfach. Es ist nicht, nicht einmal Musiker, die da 15 Jahre machen, checken da. Mit wie der irgendwie spielt. Frequenzen erzeugst du Klänge und da halt alles elektronisch. Es ist Dann hast du alles so- live, der Es ist Sound, einfach alles live. der Sound existiert noch gar Ja, nicht. er macht Der Sound ist noch gar nicht um. neue Töne. eigentlich. Also ein Snare, ein Drum, da macht er alles in dem Moment, kann er alles durch so Käbel. Also je nachdem- er kommt auf die Bühne, Mhm. schlägt sich den Kopf an, macht aus dem einen Drum. Oder was? Nein, Nein, das ist so ein Koffer, den er hat dort mit verschiedenen Käbeln. Aha. Frequenzen. Und der drüllt dort und so kreiert er Noch Sound. kommt. Ja, Okay. genau. Ja. Okay, crazy. Wow. Aber tönt im Fall noch ganz geil. Ja, kann ich mir schon vorstellen. ganz geil. Also da ist so... Ja, nein, es ist spannend. eine Sache für sich. Da ist der erste, Keine Ahnung. Künstler, den wir gebucht haben. Da, ja. Okay. Da ist unser Gamechanger gewesen für, Hey, da, schau, für, okay. für das Line-Up von der Edition 2. Und der ist live. Da ist mehr wie live. Das ist mehr, Da gibt es noch gar nicht. das ist Vater von Life. Da ist Vater. Ich check gar Das sind nicht. die Großmutter vom Vater live. Was passiert? Da ist so noch? mehr live. Ja, egal, lass dich überraschen, ist schon Und ist der schon spielt auf spannend. der Garden Stage, nicht auf der Main Stage. Also da Okay. sagt schon so einiges
Was für Line-Up okay. wir haben da, ja. Crazy, ja. Und ja, und da ist eine, da ist Inspiration für viele Musiker, der Sebastian Leger. Ich meine, der trinkt nicht, der kifft nicht, der konsumiert keine Drogen. Ja. Ja, und Machen wir auch für da, nicht. dass er so big ist. Also, der steht 100% zu seiner Musik. Zum Beispiel im Rider steht ganz groß keine Leute hinter dem DJ-Pult, weil er sich mal fokussieren. Ja, Oha. Also, seine Musik sowieso, wir wie haben er es so, wir haben so DJs auf dem Line-Up. Und Wow. keine DJs, das sind Endlevel. Musiker schlussendlich. Das sind echt Musiker. Und ja, und da ist so unser Konzept, da ist da, wo wir den Leuten zeigen, da ein Sebastian Leger live, modular dort, da wird einfach, die Leute werden nicht mehr rauskommen, wenn sie das sehen, Mhm. Wow. wenn sie das hören. Wow, wow. Deswegen müssen wir am Sonntag kommen. Sonntag ist schon, Sonntag Garden Stage, Closing, TV, Emily Paul, live. Immer die Also Pause. ja, Opernsängerin haben wir auch noch. Geil. Auf der, Sag nicht zu viel. Ah, nicht zu genau, viel, Momol. Ich glaube, ich kenne die. Verratet schon alles. Ja. ja. Also jetzt gerne mal ein Bild ausgesucht Ja. vom Leger, wie der heißt. Oh, sorry, aber der sieht aus wie ein Netzelektriker. Nein, der sieht aus wie... Als wäre er bei NASA arbeiten, Alter. Ja, ja, so. Elektriker. So spielt. SAK. Da zeigt er mal in die Kamera, dass das die Leute SAK. sehen. Ja, mit den Sieblenden, Mit oder? den Können auch sie einblenden, Ah, gell? der ist ja komplett crazy. Ja, da ist. Hey, what the fuck? Hab ich noch nie Ja, gehört. das ist Der mal programmiert gerade so ein älteres Spiel oder so. Der ist gerade am ChatGPT programmiert. Ja. Upp, upp, upp. Hey, also lassen dir Privattechno? Ja, ja. Ja, ja. Ja, weiß doch nicht. Ich mach Nein, das jetzt Bro, Mann. nicht. Ich mach das nicht. Null. Nein. Hm. Nein, schon Also- die ganze Zeit, ja. Ich meine, du lässt dich irgendwo inspirieren, lässt dich auf YouTube geile Also nicht Sets. die ganze Zeit. Manchmal ist es echt schön, zum mal andere Sound zu hören. Da muss ich schon dazu Ich lasse sagen. viel Deutschrap, muss ich sagen. Oha. So ein bisschen Wer? Also aber so der Wer? nein, so Ah, bitte nicht. League, Contra K. weißt du. So Bushido. Der Kontrakt ist doch nicht Ja, Bushido Deutschrap. ist halt Bushido da. Ist gut, oder? Irgendwann brauchen wir den Bushido Music. Yes! Yes, yes, gut. Ganz geil, ganz geil. Nein, nein, Bushido kommt nicht. Ja, so Savi, Sido, halt eher so nicht so der aggressiv Deutschrap. Aber ja. Also so Haftbefehl und so. Nein, Haft ist total schon. Oh, nein, das darfst du nicht sagen. Rücken an. Ja, dann verlieren wir alle Kennex am Music nach. Ja, gern. Nein, nein. Aber nein, wir gut. lassen, also Nein. ich lasse viel elektronische Musik, ja. Aber allgemein Sound ist einfach geil. Ja, ja. Arabisch. Mhm. Arabische Techno. Arabische Techno. Und ihr sind sicher auch noch Festivalkonsumenten, also gehen sicher noch irgendwelche besuchen oder so. Sicher. Ja, ja, ja. ja. Nur. Wo sind da gewesen in der letzten Zeit? Oder letztes Jahr? Das letzte Festival. Loveland. Loveland Amsterdam. AD Amsterdam. AD. Also AD. Etwas vom Ja, Geist. viel in Amsterdam. Viel Amsterdam, Amsterdam ja. sind wir echt viel. Da ist eine riesige Szene. Das sind so die geilsten Events für mich. Okay. Wo halt einigermaßen auch noch zahlbar sind. Ja. Ja. Sag ich. In Amsterdam gibt es Und auch ist halt viele näher. Festivals, gell? Ja, von dort Ja. rum, das Ganz ist sicher. Amsterdam, Deutschland und Belgien, das sind so das sind die krassesten Events dort. Stimmt, ja. Ja. Ja, halt, ich bin am Circle Festival gewesen, letztes Jahr in Paris. Mhm. Da ist. Auch frech, ja. Kann man machen. Boah, Geil. da ist Da ist- abartig gewesen. Das ist schon auch, aber auch mit Burning Man so ein bisschen gleichgültig, finde ich. So Circle? Circle und Burning Man. Ja, aber Circle ist. Ja, Es ist ein bisschen ein anderes Konzept. es ist anders, es ist nicht live, Ja. es ist Livestream, aber Es einfach ist halt- Livestream mit 24.000 Aber Leuten. so, es ist schon abartig, man. Ja, ist schon crazy. Es ist Ja. echt abartig, sagen. Crazy. Okay. Also dem Gut, ich kenne mich da halt nur aus, ich halt mich da raus. Ja. Circle ist auch da riesen weiße, Ja, voll, ja. die Kugeln da. Wo ich auch schon eher auf YouTube gesehen so, Ja, wo eine YouTube-Sets sind aufle- bekannt für ja, YouTube-Sets, die ja. geilsten YouTube-Sets, ja. Also wenn DJ dort Geil, aufgeleitet, Denen nach ja. dem ist schon denen ein Superstar. Wenn du bei Circle einen Livestream Ja. hast, dann hast du es geschafft. dann ist echt schon. Das- Dann da. ist es echt geschafft. Also. Aber das ist genau so etwas, zum Beispiel, du sagst ja, ich kenne mich nicht so gut in der elektronischen Musik aus. Aber schon ein bisschen besser, oder? Ich Das ist genau unser Warte Ziel. schnell, warte schnell. Ich weiß auf jeden Fall, was gut und was nicht gut ist. Weißt du nicht gut? Ja, irgendwas, was mich nicht zum Bewegen bringt. Keine Ahnung. Nee, ich kann es gar nicht sagen. Ich kann es gar nicht sagen, aber mein Geschmack Weißt ist schon eher. Ja, was hat dir, ja, da hat dir Music and Art, was hat dir gefallen dort? Bist du überhaupt gewesen? Oh, sicher bin ich. Ja, ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht mal, wer gespielt hat oder so. Ja, fix, Das ist das ja. Problem. Ich Ja. kriege mich Ja, aber nicht so miteinander. weißt für dich der Punkt zum Wiederkommen. Für mich ist Weil- der Also Punkt. das du so so Feedbacks mitgenommen? brauchen wir. Ja, weil- weißt du, Okay, mitgenommen. was. Du bist ja von noch nie an einem Techno-Festival gewesen, oder Nein, so nicht etwas. wirklich. Also das ist so die Das ist erste. für mich Raves wirklich das einfach, erste ja. Mal. ja, gewesen. fix. Okay. Aber Day Raves Dance und schon so, ein oder? bisschen, aber die sind im Vergleich jetzt so dazu euch, sind sie richtig weich gewesen, wenn man es so kann sagen. So richtig soft, vollherzig, nett, die Leute gehen da hin und sehen und gesehen werden, irgendwie sowas. Ja. Oder Hauptsache ich gehe an Raves. Jeder hat immer gesagt, ich gehe am Day Rave, ich gehe am Day Rave. Und dann denkst du, ja, weißt du denn da, wieso gehst du da hin? Weißt du den Kick, was kickt die dort? Und mir ist immer so
es vorkommen, als ob man einfach nur geht, weil es gerade einen Trend gibt. Und da hat mich ein bisschen abgefuckt. Ich war sogar eher fast auf die Seite, gewesen, wo ich auch wollte sagen, wo ich komme nicht, Alter. Ja, Wieso? safe, Ich will ja. dort gar nicht dazugehören. Das ist so eine Bewegung ohne Grund. Und parkieren. Und auf jeden Fall, nachher da bei euch habe ich schon gemerkt, oh hey, schon geilere Musik Mhm. in dem Sinn. Da hat es schon ein bisschen mehr Pep gehabt und Mhm. ja, da ist da gewesen. Und nachher habe ich angefangen, irgendwie ein bisschen mehr Geschmack an dem zu finden. Und das ist wirklich so der Ja, Schritt. das ist auch unser der erste Stil, Schritt ja. gewesen. Da ist, so Sachen bewegen mich Ich schwöre. zum Weitermachen. Voll. Weil schlussendlich haben wir jetzt die Gäste, die dort ankommen, auch da ja wieder, die sagen, «Puh, ich gehe einfach, weil alle gehen. Ja, da ist eben Aber ich will das, oder wir wollen, unser Ziel ist, dass ich gehe, weil ich gehen will. voll. Und das ist ein riesiger Unterschied. Mhm. Da ist in der Ostschweiz mega, mega schwierig. Und wir setzen ja einen Preis nicht einfach an, um uns keine Ahnung, wie viel Geld verdienen. Ja, zum Geld Wir wollen keine Millionäre werden mit dem. Voll. Aber irgendwo durch musst du deine Kosten decken. Absolut. Und deswegen ist der Preis dort, wo er ist. Und da habe ich das Gefühl, ja, keine Ahnung, manchmal macht mich das sogar fast schon hässig. So dass, ja, du hörst, ja, der Preis ist teuer, bla bla bla. Aber Qualität ist halt einfach Qualität. Logisch. Ja, es fängt ja allein schon bei der Location an. Also ich weiß gar nicht, wo weitergehen. Location ist da, nachher alles, was er aufstellt und dies und das. Da macht ja irgendjemand, der geht ja nicht vom Himmel jetzt runter. Nein. Und da muss er wieder weg. Nice, ja. Ja, der Da, muss da muss wir wieder haben- weg. Da ja. ist immer eine so Woche, ein bisschen- eine Woche Aufbau, Eine 3 Woche Tage Ab- ja. Abbau. Ja, das ist krass. Am Mittwoch muss alles weg sein. Ja. Und da klappt nur mit Leuten, mit Profis. Und Voll. die Profis kosten. Mhm. Und da ist der Grund, warum unser Preis. Ich meine, wir sind immer noch das günstigste elektronische Musikfestival in der Schweiz. Mhm. Aber wer hätte so eine Location, wer hätte so ein Line-Up und auf die Kapazität, dürfen wir auch nicht vergessen. Unser Line-Up, das wir letztes Jahr hatten, das ist in Deutschland mit 50.000 Leuten ausverkauft. Kranke Krass. Scheiße. Und letztes Jahr haben wir 4.000 Leute gehabt, 4.500. Ja. Und da ist aber ist auch okay so, weil es ist auch neu mit der Kultur schaffen und da ist unser Ziel. Aber es ist natürlich auch manchmal ermüdend. Ich glaube, da kann viel Ja, absolut, das kann ich mir Ja. gut vorstellen. Viele Ja. sagen zum Beispiel, sie würden gerne jetzt irgendwo anders und das Gleiche machen. Ja. Damit sie eben vielleicht erfolgreicher sind. Ja. Also in dem sie größer werden können. Mhm. Genau. Der Act, der mich letztes Jahr richtig fasziniert hat, ist der mit der Violine. Der Ah, Weißt du, wie gut. der heißt? Paji ist Aber ein der ist so ein, der mit der Paji, großen wir lieben dich. Ich schwöre. Love you, Paji. Fast Kann schon er Deutsch, Resident oder? für uns, ja. Ja, Paji ist von Berlin, ja. Also an der kann ich mich auch erinnern. Ja, Paji ist King so kaputt gewesen. einer von unseren. Hä? Am muss ich mit der reden, ja. Paji, wir lieben dich. Ist der Geist sicher. Nein, Paji zum Beispiel hat an einer Hochzeit von meiner Freundin die Schwester gespielt. Wow. Vor 20 Also- Leuten. So, also so gut er haben wir hat- mit dem Paji. Er hat Schwester gespielt. Ja, er hat die Schwester. Nur gespielt. Nein, die Schwester von meiner Freundin hat eine Hochzeit gehabt. Ja. Und sie ist ein riesen Paji-Fan. Nichts mit elektronischer Musik zu tun. Mhm. Und dann Okay. hat der Paji gefragt, ob es möglich ist, für 30 Leute zu spielen. Ja. Als so Hochzeitsgeschenk. Und ja, dann ist er gekommen, von Berlin angefahren, 12 Stunden, hat gespielt, mit uns gewiped und ist wieder gegangen. Wow. Also Paji ist auch so eine von der ersten geilsten Partys, die man kann mit 10 Tour im Kugel. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr dort gewesen sind. Ich glaube nicht. Ja. Also in dem Fall ist auch nach der Hochzeit der Vater vom Dario noch gekommen, mit Honeymoons. Dario gesungen dort. Ja. Easy, geil. Ich würde Patschi, der war echt der erste Live-Künstler. gewesen. Ja. Und das ist so, dort haben wir das erste Mal so da geschafft. Oder das erste Mal ist ein bisschen in die Richtung gegangen, wo wir hin wollen. Weil dort war so, gewesen, DJs haben gespielt. No hate an DJs, aber du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Böse Hate. Ja, es ist schon ein bisschen Hate, Definitiv. ja, irgendwo durch, aber, aber es ist auch irgendwo auch durch kein Hate. Aber es ist so, gewesen, ein DJ hat gespielt, die Leute sind noch ein bisschen am Reden, gewesen, am Schwätzen, trinkst ein bisschen Bierli und dann steht der Page da an und fängt an mit der Violine Das zu ist eben spielen. da. Ja. Und alle schauen rauf. Ali. Alle. Ja. Aber alle. Und das war so der erste Moment, wo ich gesagt habe, gut, ja, so geht's, da geht es so in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Und ich muss ehrlich sein, ohne euch, also ohne Saintu, wäre ich gar nicht jetzt da und hätte die Idee, das, was ich jetzt mache, da habe ich gar nicht im Kopf gehabt, um dass das je überhaupt kann gut harmonieren kann. Ich bin dort, ich höre einfach Party dort, leitet auf und ich habe nicht gewusst, ob der live aufleitet oder ob der DJ ist, auch wenn er seine Violine ausgepackt hat und gespielt hat und wieder harmoniert, okay, das ist jetzt sein eigener Sound, also live halt. Und dann habe ich gedacht, boah, Ja. krass. Und eben, ich bin auch easy dankbar, so, ey, krass, dass ich in dem Moment dort Dort bin und nicht auf der Garden Stage, weil Mhm. Ja, da ist also,
Voll. Ja, so Sachen berühren mich. Ich könnte eigentlich Voll. brüllen, so schön hast du gesagt. Voilà. Aber ja. Sollen wir ummachen? Ja. Aber nein, ja, das sind so Sachen, wo wir sind so fest in dem drin, um da zu erreichen, dass wir manchmal vergessen, was wir auch schon geschafft haben. Ja. Und da ist so, also ich zum Beispiel, ich bin nie zufrieden, aber irgendwo durch macht da auch ein bisschen kaputt. Weil du denkst so, ja fuck, ich muss mehr. Aber wenn du so Sachen sagst, dann denkst du so, geil, ja, irgendwo durch Machst was richtig. machst du irgendetwas richtig. Safe. Auch wenn du nicht siehst. Aber ich meine, uns hat ein Perli geschrieben, die haben sich direkt ein Ticket gekauft, sogar ein Hotelzimmer, wo sich dort kennengelernt haben und sie ist jetzt schwanger. Was? Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr am Festival, ja, haben sie sich kennengelernt. Jetzt schon schwanger, Alter. Jetzt schon schwanger, ja. Krass. Und da denkst du so, krass, man, die werden für immer und ewig, die werden für immer, ja, fix, ja, die werden für immer und ewig da verbinden. Aber mir nicht gesagt, wer der Vater ist. Vielleicht ist es auch er, Nein! der Staubsauger. Ja, Vielleicht ist, Dyson, Vielleicht oder ist es auch- wie? vielleicht ist es auch der Dyson. vielleicht, man weiß. Hashtag Grümli-Party. Eieieiei. Das kommt gar Der nicht. Dyson, Alter, anstatt am Rave, Alter. Hey, Du's am am Raven. Raven gesehen. Der Dyson sucht rückwärts, nicht vorwärts. Wo bist du gewesen? Bro, nicht am Hängen, du Schau gut, sagst da aber ist auch. tue ich alles rauspiepen. Ja, tut auch alles rauspiepen. Nein, alles gut. Nein, aber ja, das sind auch so Momente, wo du sagst, speziell, wenn dir da jemand schreibt. Mhm. Speziell, weil wir sind immer noch, eben, was viele auch nicht wissen, wir sind da, mein Bruder ist hinter der Kamera am Filmen, meine Schwester ist DJ, er ist mein bester Kollege seit 20 Jahren, meine Freundin ist dabei, der Bruder von der Freundin ist dabei, der Sandro, einer der besten Kollegen, Ardi, Janis, das sind alles Kollegen. Voll. Und da macht es halt einfach aus. Und da macht es aber auch viel schwieriger, die ganze Geschichte. Also gibt es viel Zankereien, Anschreien. Ja. Mm, Hättest Oder schon mal, wenn- Also viel, ja, hättest schon mal so einen Moment gehabt, wo du denkst, hey, ich will euch nicht mehr sehen? ja, jetzt nach Bosnien, ja. Ja? Ich habe ihn nicht mehr können sehen, dort. Ja, weiß nicht, wie ist das bei dir? Ist noch schwierig zu sagen, keine Ahnung. Eben, du musst halt immer so die Waage haben. Mhm. Irgendwie, und jetzt sind wir an einem Punkt, es ist geschäftlich und du musst so das Ganze können trennen. Voll. Und das ist hure schwer. Also das ist das Schwerste. Und jetzt auch halt Also bei wir uns schaffen es zwei. nicht. Bei uns zwei, ich meine, wir sind Kollegen seit 20 Jahren und bei uns ist seit 5 Jahren, egal wo wir sind, ist Thema Festival, Techno, dies, das. Mhm. Anstatt dass du sagst, ja, gehen wir mal in ein Kino oder machen wir mal da oder weißt du so. Mm. Voll. Es geht viel verloren, weil halt da alles irgendwie kombinieren willst. Voll. Und da ist halt immer hure schwierig, zu eine Mischung zu finden. So. Ja, absolut, ja. Also wir haben uns sicher einige Mal angefickt oder wir haben mal Diskussionen gehabt. Aber da ist dann, wenn du da rauslaufst und eins rauchst, dann ist es schon wieder vorbei. Da ist halt Familie. Voll. Aber einem Kollegen oder Familie kannst du mal sagen, ich meine, du Spaß oder keine Ahnung, irgendetwas. Und dann, aber mit anderen Partnern, Menschen, 1000 Partner gehabt, die da nicht geklappt hat. Weil wir halt irgendwo durch ein bisschen anders arbeiten wie andere Festivals. Aber ja, es ist auf der einen Seite ein riesen Privileg, weil wir sagen einfach, da ist einfach ein Geschenk, dass wir können alle miteinander arbeiten können. Aber auf der anderen Seite ist auch, ja, wenn am Bruder halt was sagst, kannst du die Karte so und so machen, dann ist halt so ein bisschen, manchmal ja, mache oder mache ich nicht, oder fühlst du dich vielleicht mal ein bisschen angegriffen, das Gleiche, wenn er mir was sagt. Da ist halt so, du nimmst es gerade ein bisschen persönlicher. Aber wenn du ein Geschäftspartner hast, wenn du sagst, ich kann es so und so machen, ich will die Offerte so und so haben, dann wird es halt einfach angepasst. Voll. Oder wenn er mir sagt, du musst irgendetwas zahlen, dann machst du einfach. Aber es ist auf der anderen Seite unsere Stärke, unsere Waffe. So. Das ist unsere grösste Waffe, ja. Ja. Aber man merkt es eigentlich auch, also man merkt eigentlich im Vordergrund gar nicht, dass ihr so wie ein bisschen, keine Ahnung, Mühe habt damit, dass es irgendwie chaotisch ist oder so. Ja. Weil letztes Jahr, ich komme dort hin und es ist für mich clean as fuck, einfach alles. Der ganze Ablauf irgendwie clean gewesen, für euch Jetzt sind wahrscheinlich wir- weniger, oder? Weil ihr seht halt auch den ganzen Prozess, Schritt für Schritt und so. Aber einfach als Feedback, es ist einfach eine krasse Zeit gewesen. Krasse 2-3 Tage, echt. Schön zum Danke Danke Hören. vielmals, ja. ja. Wirklich sehr, sehr geschätzt. Ja, Mann. Ja. Ich habe mit dem Seko noch vorne bei den Parkplatz Mühe gehabt. Hast du geschlägert? Sind in Habt Berlin ihr los. euch kaputt geschlagen? Nein, die haben es glaube noch erzählt. Es hat glaube geheißen, dass wenn du VIP-Tickets hast, das kannst du parkieren. Das sind Gerüchte. Oder, Das sind irgend, alles Gerüchte. oder irgendwie,
Oder, Nein, also, ja. Sorry, der Erzähl bitte. Tesla-Fahrer kommt wieder führen. Nein! Tesla. Aber Wahrscheinlich bist du im Festival. Oh, gewesen. Tesla hat selber parkiert, oder? Und Tesla ist mit dem mit dem am Reden gewesen. Hast du aufgeflogen mit dem Tesla, oder da? Nein, das Problem ist mir, wo wir die parkieren, da oben kannst du nicht parkieren. Sagt er mir, nein, ich kann nicht parkieren. Und ich so, ja. Dann habe ich einfach so irgendein Haus nebenan einfach kurz Ja. gefragt, ob ich kann. Das war die eine von 8 Reklamationen. Gewesen. Danke, Karin. Nein, danke Merci, vielmals. Michael. Ich habe gefragt. Ich habe gefragt. Ah, schon? Ja. Also wir fahren um und parkieren und sie sind mit also dürfen. Ja, das ist eigentlich die schwierigste Herausforderung. Gerade heute Morgen haben wir eine 5-Stunden-Sitzung Produktion, Verkehrsdienst, Parksituationen und alles. Ja, voll. Und da ist eigentlich etwas vom Schwierigsten, was es gibt überhaupt bei unserem Festival. Das ist wirklich Logistik und die ganze Produktion für den Verkehr. Und wir haben einfach hier oben 20 Parkplätze Das ist krass. für 3000 Leute, 3500 Leute. Und wir sagen einfach ganz klar, kommen mit ÖV. Ja. Und es gibt viele Festivals, wo es so auch mega gut klappt. Bei uns hat es eigentlich auch mega gut geklappt. Am ersten Tag war es ein bisschen schwierig. Aber, wir müssen auch sagen, es sind auch viele, eben, so Beispiele wie du, auch wenn du abgeklärt hast. Viele haben es auch nicht abgeklärt und haben einfach parkiert. Und da hat es auch ein bisschen geschnitten. Aber da haben wir jetzt alles ein bisschen professioneller gemacht und sie werden umgeleitet, die Straßen werden gesperrt, Straßen, Ja, das ist gut. Ja. ja, Beschilderung und. Also, eben, wir probieren immer, sich ein bisschen verbessern. Ja. Aber ja, die Parksituation ist scheiße da oben. Ist schwierig. Ja, da ist jetzt halt mal so gehen. Da ist natürlich. Ja. Wir haben ein schönes Bändli, Ja. Ja. alles noch viel schöner macht, um dort raufzugehen. Mhm. Also schon Absolut. eine Reise mit dem Bändli ist einfach geil. Ja. Du gehst nicht mit dem Zug, sondern mit einem Bändli. Ja. Keine Ahnung, wie alt der Bändli ist, aber es ist insane. Sie haben es gerade renoviert. Ja. Ich kenne es gar nicht. Das ist geil. Nächstes Mal, also wenn Ja, noch kommen das Unbedingt mit dem Festival. Bändli An kommen. Rorschach HB und dann mit dem Bändli rauf. Direkt 5 Minuten bist du oben. Fahrt Ich bin euch auch letztes wieder Mal mit runter. dem TÜV gekommen Auch wichtig zum Sagen. Auch geil, ja. Letztes und den habe ich auch vorne können fast letzte parkieren. Bändli. Aber ich will keine mehr Hoffnungen Das letzte, machen. bis alle Ja. unten sind. Nein, können wir nicht mit dem Ah, TÜV. Nein. Ist um 12 Uhr fertig. Das Festival. Nein, Eis. geht ein bisschen länger. Also Dari, wenn du jetzt nicht weißt, Es geht länger. Dann ist Wir haben die Zeit Verlängerung bekommen. Der Wie lange Darius- geht's denn? Verlängerung wie lange bekommen. geht es denn? Bis zum 2. Und dann? Und dann. Afterpark. Ey, nehmen jetzt am Top, nicht top, übel. top, Ja, top, sagen. top, 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 Secret Afterparty. Oh. Da weiß aber noch niemand. Da Das weiß ist niemand. Secret. Ja. Jetzt weiß ich Aber egal, wir können es Ja. filmen. Wir können es Ja, ja, wir können schon Alter. sagen, ja, es gibt eine geile Afterparty. Okay, es gibt auch. Aber es sind einfach nicht alle eingeladen. Schade. Ihr könnt euch mal. Schade, ich habe gemerkt, Also ich weiß nicht einmal, ob Dari und Rania dürfen kommen, ich weiß nicht. Okay, okay, gut. Müssen wir Musst immer schauen. kämpfen. Musst immer. Ich muss dann, wenn ihr Afterparty sind, bin ich am Fetzeln draußen. Yes. Ja, ja. Ja. Easy. Afterparty ist durchgekommen, ja. Ich kann schon spielen, B2B mit Massano. Geld spielst du selber. Nein, ich Kannst du spiele selber nicht, auflegen? Ich verstehe es ein Also bisschen vielleicht schon. so vom nein. Also ich verstehe das Prinzip her. Prinzip, aber ich kann nicht spielen, nein. Okay, okay. Interessant. Da nein, keine Zeit für das. Wow. Geht nicht. Easy, easy. Also ich habe schon mal den Gedanken gehabt, ja, wäre schon geil zum Spielen. Mhm. Aber der hat mir schnell gesagt, du, da wäre ich Du da. hast Da. dich angefangen und nachher hat er gesagt, hör lieber auf. Nein, ich habe nicht geübt, nein. Also unsere Brüder, der älteste Bruder, wir haben nochmal einen Bruder. Ah. Mhm. Also da ist der Neda hinter der Kamera dran, ja, meine Schwester, wir haben noch den ältesten Big Boss von unserer Familie. Mhm. Der ist eigentlich auch schon, der hat auch gespielt in der Arena dort mal, ich weiß nicht, ob ihr die Arena noch kennt. Das ist der Shopping krasseste Arena. Club da bei uns. Und der war schon dort der DJ gewesen, und dann hat er eigentlich immer ein bisschen Druck gemacht und gesagt, hey, spielt doch, spielt doch. Okay. Und dann hat er halt Rania aka Nofrete, Nofrete. Waldkönigin, Aha, ja, überzeugt zum Spielen. geil. Mit 17 gespielt. Hinterhof Trischli, sind wir dort gewesen. Nein, auch nicht. Hinter auf Tischli. Hinterhof Trischli, einer der geilsten D-Dance. Ja. 2019. Nein, da bin ich. Nicht? Schade. Da hat aber müssen übernehmen, weil sie nicht können spielen konnten. Ja. Da müssen wir auch noch sagen. Oha. Hat recht Das verkackt. war crazy, gewesen, ja. Ja. Aber ja, jetzt läuft's. Sie ist rum. Absolut. Rum. Also da ist dein Bruder ist auch noch DJ? Irgendwo? Er war, nein, jetzt ist er Familienvater. So. Mhm. 38, weg von dieser Szene. Keine Lust auf die Szene. Er ist halt zu alt, also. Ja. Sieht Ja. nicht gut aus für dich. Nein, er ist so der seriös von unserer ganzen Familie. So. Mhm. Ja. Ja, Ich ja. sehe ihn nicht so. Also er tut einfach so. Okay. Er ist seriös geworden, ja. Mono. Ja.
Ja, ist halt Zeit Hauptplatz. geworden. Da ist so ein bisschen Familie. Geworden. Ja, Schlimm. Ja, Mann. Ich glaube, Okay. wir haben genug seziert. Oder haben die so schon Fragen? Nein, ich schaue einfach so. ja, weißt Wir du. schauen in die Kamera rein. Ist schon schnell gegangen, Alter. Ja, Ist Bosnien. jetzt schon eine Stunde um. Echt Ja, jetzt? Mhm. Wir haben jetzt schon eine Stunde. Crazy. Krass. Komm, Bosnien-Trip. Stimmt, ja. Bosnien? Den müssen wir schon ein bisschen Den erzählen. haben wir noch gar nicht Was haben da alles eingekauft? Ja. Ja, gehört in einen riesen Bus gefüllt. Oh, ja, da müssen wir Ja, sagen. Kameramänner da rüber tun, dann sehen sie es, aber nein, besser nicht, sonst verraten wir. Oder Puff. Nein, es war eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich das soll sagen. Ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist und wirtschaftlich korrekt für den Schweizer Staat. Aber wir haben auch unsere Deko hier im Ausland gemacht. Aha, ja, ist ja. Aus dem Grund, weil es einfach da nicht in der Schweiz Ja. hat. Ist ganz einfach, ja. Weil es einfach da nicht hat. Und wir sind dann halt, ja, der Edo, der hinter der Kamera ist, er ist von Bosnien. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, um nach Arizona zu gehen. Der grösste Basar von Europa. Beste Basar. Beste Basar. Er hat gesagt, Bro, wir müssen da gehen. Das ist insane. Mehr gar nicht. Teppich für 5 Franken. Teppich für 5 Franken. Nein, das stimmt, das ist ein bisschen Klage, ich lüge jetzt ein bisschen. Weißt du, mal alles ein bisschen geiler machen. Und nein, dann sind wir da gegangen und der Basar ist irgendwie halt, natürlich wegen auch dem ganzen Balkankrieg, wo leider Gottes war, nicht mehr so viele Leute rum wie damals, wo Edo seine Eltern. Was? Ja, kann man sagen, das ist gut lang her. Das ist ja. Nein, du hast doch gesagt. Du hast weniger Leute in Bosnien, deswegen läuft der Basar nicht mehr so gut. Man gehört ihn nicht, glaube Also letztes Mal war es 2016, wo es nicht hatte. sagt. Er sagt, das ist. Ja, dann müssen wir da korrigieren. Es ist nicht wegen dem Balkankrieg, tut mir leid, aber es hat einfach weniger Leute in dem Fall, deswegen. Es hat einfach weniger Bevölkerung, Weniger Bedarf. ja, weniger Bedarf, weil weniger Leute dort sind. Und dann haben wir halt nicht da gefunden, wo wir wollen. Und dann haben wir es eigentlich aufgegeben eigentlich mit der Deko, aber wir haben einen mega, mega geilen Vibe dort gehabt, mit der Familie vom Edo. Da ist, Ah, nice. sein Daddy war dort, Onkel war dort, sind ein bisschen rumgefahren in der Welt, gut chillen. Also wirklich mega geil gewesen. Er hat auch seinen Vater wieder gesehen, ist auch top gewesen. Und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir halt zurück, halt ohne, mit einem leeren Bus. Und dann ist der Sandro auf die Idee gekommen, zu einem Flohmarkt nach, wie hat es geheißen? Graz. Graz, ja. Graz, ja. Dann sind wir nochmal 8 Stunden darüber gefahren und dann sind wir an den Flohmarkt und haben den Bus gefüllt. Mit richtig, richtig geilem Zeug. Mhm. Auch eher so Vintage-Sachen eigentlich, oder? So alte Möbel. Gut, Teppich habe ich jetzt irgendwie nicht gesehen, oder? Ja, wir haben Teppich, aber wir haben nicht genug Teppich. Stand jetzt, aber So. bis zum Festival werden wir genug haben. Okay, also der Plan ist schon mal schon geschmiedet. Ja, es ist Oh, halt Teppich recht schwierig, holen. ja. Okay, Zum nice. Teppich finden, geile. Okay. Ja. Weil eben die sind dann schon noch recht teuer, gell? Unberechenbar teuer. Ja, der ist zum Beispiel, ja, der ist 500 Franken. Aber da ist ein guter Preis, für den man original zahlst, für den 2-3 Mil. Okay. Und ja, es ist einfach so ein kleines Markenzeichen geworden. Cool. Ja. Aber der Trip ist richtig, richtig geil gewesen. Dort haben wir geile Vintage-Sachen gefunden. Ja, dann haben wir noch, ja, eben der Ort, wo wir da dran sind, eben schlussendlich muss immer alles so kommen, wie es sollte sein. Voll. Wir sind da gegangen, eigentlich alle in riesen Anschiss. Wir so, Alter, Mann, jetzt sind wir, ich habe es nicht mehr ausgehalten in dem Bus. Es ist einfach nur noch ehrenlos gewesen, um dort drin zu sitzen. Und jetzt sind wir dort angefahren. Und es war einfach Paradies dort gewesen. Es war so ein See gewesen. Wie hat der See geheißen? Stubenberger See. Nice. Die geilste Location ever, die wir je gesehen haben. Und sind wir halt wieder am Träumen gewesen. Irgendwann international und bla bla bla. Und haben uns mega zusammengeschweißt eigentlich in diesen 2-3 Tagen, wo wir dort waren, der Sandro, Edo und ich. Und dann gesagt, okay, jetzt wollen wir eigentlich nochmal eine Schippe mehr drauflegen und noch mehr arbeiten und nochmal Gas geben, Ja. damit sie 4 Jahre die 4 Jahre unseren Traum in Erfüllung geht. Ja. Und der Kerl hat jetzt eigentlich auch vorgesagt, allein wegen dem Namen hat er schon gedacht, dass sie von Zürich sind. Und Zürich in Verbindung mit international ist eigentlich auch naheliegend. Das heisst, eben mit dem Namen machen eigentlich da richtig brutal. Also, ihr sind eigentlich schon gut aufgestellt in dem Sinn. Ja, ich glaube Ich schon. hoffe es, ja. Also, Inshallah, man. wir sind überzeugt von dem. Jetzt müssen wir einfach hoffen, dass Inshallah, der Schweizer sagt Inshallah gehört. Ich habe nicht gesagt. Nicht? Nein. Sag mal. Bist du da gewesen, wo Inshallah gesagt hat? Nein. Inshallah. Siehst du. Eben, gell? Ah. Ja, wir hoffen es. Ei, Ja. ja. Wir sind, glaube ich, nicht schlecht aufgestellt. Jetzt müssen wir da den Gästen noch zeigen. Am 27. 28. Mai. Ja, man. Kommt vorbei. Es wird insane. Unbedingt. Mhm.
ganz viele Überraschungen für euch, ganz viel, ja, ich glaube, mehr meine ich auch gar nicht sagen. Also ohne Witz, Kinderüberraschung. Ja, Vielleicht. es ist schon, also da ja ist wirklich eine Kinderüberraschung, ja. Es gibt Also, Haben das gecheckt? Also das Kind. Es kann ein Kind geben. Ah. ja, also ja, gut, das ist ein bisschen lang alles- gegangen. alles Ja. gut, ist alles krass, gut. okay. Okay. Ja, der ist nicht schlecht, ja. Bist du der Tyson? Hä? Mike Tyson. Ja, den habe ich vorne erzählt. Ja, der erzählt, ja, die haben, Ja. ja. Insane. Also ich glaube, wir schließen ab, oder? Ja, fix, ja. Aber der Plan für, also künftig oder in naher Zukunft, der ist jetzt mal die erste Folge mit euch, oder? Dann sind wir sicher am Festival noch rum. Und ganz am Schluss, da heißt im Nachgang, werden wir sicher nur eine Folge machen als Review, Feedbacks, bla, wie ihr es gefunden habt, wie wir es gefunden haben. So viel zu dem. Wenn ihr irgendwelche Schlusswörter, irgendetwas noch sagen? Jetzt musst du deine beste Jetzt kommt's, Verkaufsstrategie jetzt rausholen. Jetzt Ja. kommt. Trommelwirbel. Hast du so einen Trommelwirbel dort? Nein, keine Ahnung. Ich würde sagen, danke euch viel mal, dass ihr vorbeigekommen sind. Danke vielmals, dass ihr uns die Chance geben, dass wir zeigen können, wer wir sind. Subscribe. Darf ich auch mal noch drücken? Ja, man gibt Arbut. Nein, nicht der. Das ist ganz Outro, Alter. Nein, wir Nein, wieder tun. nein. Wir wieder Ich kann nicht ausschalten. Ja, nein, auf jeden Fall danke, dass ihr uns die Chance gebt, dass wir Ja. uns mal ein bisschen zeigen können, wer wir überhaupt sind. Alter, gleichfalls. Auch Dankeschön, dass Ja, ihr da wirklich danke vielmals für das. Es ist, glaube ich, so ein bisschen ein Match aufs erste Mal gewesen. Ich glaube, wir haben einen geilen Vibe miteinander. Und da ziehen wir die nächsten 5 Jahre miteinander durch. Safe. Ja, Mann. Gehen wir Alias zusammen. Festival kommen. Alias Unbedingt. Festival. Könnt ihr Ja. vorbei, wenn ihr 28. nicht könnt. Wer Pfingsten. nicht kommt, verpasst. Tickets aber. holen. Ja, Mann. Ko. Yes, ja. Mehr Danke muss ich vielmals. nicht sagen. Danke vielmals, ja. Und jetzt? Subscribe. Da kommt einfach Sound so geil. Machen Ja. wir den Move nochmal, hat sie gesagt. Welche? Wir den Move machen. Wille? Oh nein. Das ist niemand Takt. So geil, Mann, nein. Wirklich geil, Jungs. Insane. Einfach den Track, Mann. Insane. Wird spielen am Festival. Getraust du? Ich spiele. Ja. Am Festival. Also, Trommeln. Mach die Kamera aus. also Ja, da muss draufbleiben, dass da alle safe, sehen. safe. Announcement. Gerade jetzt live da. Na gut, machen wir. Machen wir. Mir sagt da Bühnenbild hast du nein gesagt und da am überlegen. Nein, ich sag nicht nein, ich sag nicht nein. Ich bin gerade nur Ja. unvorbereitet. Nein, ist gut, machen wir. Wir schauen noch welchen Slot, wen, wie, war, wo. Nimmst du die Trommel mit? Alter, offiziell, hä? Offiziell. Wir geben dir die Chance. Geil, geil. Handschlag. Ich will Geil, Alter. den Handschlag sehen. Ist gut, ist gut. Handschlag sehen. Ja. So please, Insane, ja, machen wir so. Tipptopp. Sarapara. Ja, hey, tipptopp. Wir sehen uns nächste Woche wieder und alle spätestens am Festival, Alter. Kommt Ja, vorbei. Peace, kommt Ja, vorbei. vorbei. Geile Sache. Macht's gut. Safe. Ciao, danke vielmals. Tipptopp. Geil, Jungs, Mann. Ah.